Hallo, Procreate und Flächen ausmalen. Also nicht füllen, sondern ausmalen mit Pinselstrichen. Ich habe schon das vorherige Video dazu gemacht. Dieses Video ist jetzt, wenn man keine schwarzen Outlines hat oder halt keine Begrenzungslinien. Okay, ich mache ein Beispiel. So, wir haben eine leere Leinwand. Grundsätzlich funktioniert es so, dass man diese Flächen, die was man auswählen will oder ausmalen will, vorher natürlich begrenzen muss. Und ich male jetzt hier mal ein Herzchen. So, und dieses Herz, jetzt habe ich die Freihandauswahl genommen, dieses Herz. So, und jetzt ist hier unten noch ein Punkt, zum Beispiel diese weichen Kanten. Dann kann ich hier diesen Randbereich etwas weicher stellen und kann mir jetzt einen Pinsel suchen. Machen wir, was weiß ich, Gouache, Softie und wähle mir Farbe. Und ich bin auf einer frischen Ebene, das kann ich ein wenig größer machen und kann jetzt hier praktisch in diesem Bereich hier mein Herzchen ausmalen. Machen wir nochmal ein wenig größer. So. Und so male ich innerhalb dieser Fläche. Flächen gibt es natürlich verschiedene. Man kann hier jetzt, da ist eine Rechteckfläche. Dann, wenn ich wieder auf meinen Pinsel zurückwechsel, dann kann ich hier diese Rechteckfläche ausmalen und ich kann wieder über die Auswahl oder einen Kreis und wieder zum Pinsel wechseln und diesen Kreis ausmalen. Am flexibelsten ist natürlich diese Freihandauswahl. Wenn ich die da anwähle und jetzt hier nochmal innerhalb da was malen will, kann ich die weichen Kanten etwas einstellen. Ich schnappe mir eine andere Farbe, gehe auf mein Malwerkzeug und pinsel jetzt hier innen drin diesen Bereich aus. Gut, so funktioniert das. So, eins ist noch, will ich noch erwähnen, wenn man diese Bilder hier als transparentes PNG exportieren will, habe ich natürlich keinen Hintergrund drin. Ähm, diese, das muss man immer ein wenig so im Blick haben. Wenn ich das jetzt als mit Hintergrund exportieren will, wenn ich jetzt hier auf die Auswahl gehe, erstelle mir eine neue Ebene, einem Weiß und würde die Ebene füllen und hier drunter ziehen, dann ist die nicht ganz deckend. Also weil diese Auswahl nimmt diese Deckkraft mit. Das hätte ich vorher ganz weiß ausfüllen müssen. Also da sieht man im ersten Video, wie das funktioniert. Hier gibt es einen Trick, ich kann das ein paar Mal duplizieren. So bis das fast komplett weiß ist und diese mit 2 Fingern diese Ebenen hier zusammenfügen. Und jetzt ist diese Deckkraft hier gegeben. Und jetzt kann ich wie im ersten Video hier das als Clipping-Maske einsetzen und mit meinem Pinsel hier dann noch eventuell die Ränder noch malen. So. Nun gut,
Das soll es mal gewesen sein. Sehr abstrakt, mein Werk. Alles klar, tschüss.